Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1-Podcast mit euch noch Hosts, dem Kasel und dem Schubs. Lange Episode, ein kurzes Intro, ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Wir gehen wieder Team für Team durch und sagen dort, wer für uns positiv aufgefallen ist und wer eher negativ aufgefallen ist. Wir wünschen euch viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Wie immer starten wir wieder mal bei den Backmarkers und, wer hätte es gedacht, unverändert. Backmarkers sind immer noch Williams, Aston und Haas. Haas mit Abstand das schlechteste Wochenende, das sie bis dahin hatten. Ich bin enttäuscht. Ich weiss nicht, im Live-Feed hat man auch gesehen, wie enttäuscht dass der Magnussen war, wo der Mick crashed ist. Und das war wirklich gerade so ein bisschen in dem Moment auch meine Emotion gewesen. Okay, der Mick, der Crash ist nicht unbedingt gewesen, dass er viel noch reagieren konnte. Es ist einfach scheiße gelaufen. Aber ja, also das ist in meinen Augen, oder das ist von mir her das kurze Wort zu Haas, einfach ein sehr enttäuschendes Wochenende, Augen zu und durch, ab aufs Nächste, hätte ich gesagt. Ja, also da muss ich nicht gross etwas hinzufügen. Also wer jetzt behauptet, dass es ein gutes Wochenende war, sage ich für Haas, der hat keine Ahnung. Also der Magnussen ist ja ein paar Runden vorher schon rausgefallen aus dem Grand Prix, weil er hat einen Water Leak im ERS-System, glaube ich, oder in der MGUK, glaube ich. MGUK war es, nicht der ERS. Und wegen dem ist er ausgeschieden frühzeitig. Und ja, Schumacher ist auch ein Fahrfehler am Ende des Tages. Und nach dem Unfall oder jetzt auch einen Tag später sind auch wieder die Stimmen um das Ganze wieder, oder um seine Daseinsberechtigung in der Formel 1, sagen wir es mal so, ist wieder gestiegen. Und ja, also ich weiss halt nicht, wie siehst du das? Soll der Mick weiterhin in der Formel 1 fahren oder nicht? Ja, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ich finde, der Mick ist einfach ein Fahrer, der braucht Zeit. Bei dem muss man Geduld haben. Der ist nicht einer, der von heute auf morgen einfach die super Leistungen erbringt. Aber ich sage es so, wenn gegen Ende Jahr die Leistung immer noch gleich ist, oder einfach wenn man Delta vergleicht, so Anfang Jahr jetzt, dann, also 40 Jahre wird es dann ganz sicher nicht geben. Aber ich finde, eine Contract Extension sollte man ihm noch geben. Man kann aber, weißt, also Haas hat die Möglichkeit, lang zu warten, weil sie haben mit ihm, weißt, rein vom Sponsorengeld her würde es sich schon lohnen, ihn überhaupt zu behalten. Und es hat genug Fahrer, die in die Formel 1 wollen oder potenziell nicht mehr in ihren Teams werden können fahren nächstes Jahr. Und wegen dem, die werden immer einen Fahrer brauchen und die können sich wirklich schön bis Ende Jahr Zeit lassen für das. Okay, ja. Ich weiss nicht, also irgendwie habe ich bei mir das Gefühl, so, ja, er braucht halt einfach immer noch ein bisschen Zeit und sobald er mal so die ersten Erfolge reingefahren hat, dann nachher wird er gut sein. Aber ich frage mich dann andersrum auch wieder, ja, wie viel Zeit willst du ihm noch geben, bis er das erreicht? Weil der Typ hat halt schon, muss man sagen, verschiedenen Druck auf sich oben. Also einerseits halt klar den Namen, den er hat und er sagt zwar immer, das sei kein Druck für ihn, aber es wird ihn gleich irgendwo durchbelasten, 100%. Dann nachher das Nächste, was auch noch dazu kommt, ist halt eben, er hat jetzt eigentlich ein konkurrenzfähiges Auto, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Er kann im Mittelfeld mithalten, fährt aber nicht die Punkte noch und hat noch keine Punkte geholt. Und ich denke, sobald er mal Punkte geholt hat, wird er dann wahrscheinlich schon mal ein bisschen lockerer werden oder vielleicht ein bisschen besser an die Sache hergehen. Aber ich denke jetzt halt auch wieder nach dem Unfall, wo jetzt, ich meine, das ist schon das zweite Auto, das er halbiert hat, ja, in der Formel 1, muss man so sagen. Und ich habe einfach das Gefühl, der wird psychisch wird der recht angeschlagen sein oder einfach mental. Und das wird hure an seinem Ego kratzen. Und ich weiss halt nicht, wie stark das er wird sein in den nächsten paar Rennen. Ja, also es hat definitiv an seinem Ego gekratzt. In der Radio, wo sie hochgeladen haben auf YouTube, dort hast du wirklich gehört, er hat etwa 100 Mal gefragt, hey, wieso ist das passiert? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was gerade passiert ist. Wieso hat es mich getragen? Und ja, wie du sagst, also der wird es psychisch wirklich ein bisschen angeschlagen sein. Und er braucht einfach die Punkte, um einfach den Knoten mal zu lösen, um wirklich wieder vorwärts zu kommen. Stimme ich dir absolut zu. Gerade bezüglich dem Auto abeinander brechen, ich denke, über den Crash müssen wir
schlussendlich reden oder beziehungsweise vor allem auch über die daraus resultierenden Phasen. Also erstens mal schnell wegen dem Auto selber. Grundsätzlich ist es eine gute Sache, wenn das Auto halbiert wird. Das heisst, dass die Energie in dem Sinn in die anderen Teile übernommen werden und nicht in den Fahrerinnen. Oder? Das ist schon, beim Grosjean hat man auch schon gesagt, hey, zum Glück fast ist das Auto zerbrochen, weil sonst hat er die ganze Energie gespürt. Und dort war es wieder ein bisschen dasselbe gewesen. Die Autos sind auch in dem Sinn ein bisschen schwächer gemacht worden, dass eben das schneller passiert. Also dort hat eigentlich rein von der Safety her das seinen Job gemacht. Wer in meinen Augen aber nicht den Job gemacht hat und gleich wie der Mick auch zu viel Zeit braucht, ist die Race Directors mit der roten Flagge. Ich verstehe nicht genau, was das Wochenende los war. Der Tsunoda, was ist es im Practice oder im Qualifying gewesen, wo schnell die Bande berührt und sich leicht einen kleinen Kratzer holt an der Radabdeckung und es gibt eine rote Flagge, obwohl nichts war. Und nachher, im Rennen, haben wir Virtual Safety Car, nachdem die ganze Barriere verschoben ist und im Mix das Auto in 2 Teile verteilt ist und wirklich das halbe Swimmingpool eigentlich voll war mit, also Swimmingpool ist die Schikane, einfach als Input ist komplett voll mit Autoteilen und wir macht einfach gemütlich zuerst noch ein Virtual Safety Car, nachher auf ein Safety Car und fährt noch 1-2 Runden um, bis man merkt, ich glaube, wir brauchen gleich eine rote Flagge. Weil, was mich daran aber wirklich stört, ist, dass die rote Flagge geht einfach zu lang. Es gibt eine Delta-Zeit, die sie einhalten müssen und schlussendlich, wenn das alles aufsummierst, sind das über 15 Minuten, wo du jedes Mal verlierst, wenn du die rote Flagge rausholst. Und dass wir diesen Prozess immer noch nicht beschleunigen konnten, abgesehen davon, dass wir zuerst noch ein Virtual Safety Car rausholen wollten, ist etwas, was ich nicht ganz verstehe. Und ja, dort wollte ich aber noch deine Meinung reinholen. Einfach rein die rote Flaggen. Einerseits mal jetzt auf diesen Incident bezogen und andererseits auch generell deine Meinung über den Gebrauch von roten Flaggen bis jetzt von dieser Saison. Ja, also ich weiß halt nicht. Ich glaube, wahrscheinlich haben sie das Gefühl gehabt, sie können die was sind das, die Tech-Bow, oder wie heißen die Tech-Bow Barriers? Tech-Pro Barriers. Genau, danke schön. Wahrscheinlich habe ich hätte jetzt mal gedacht, die FIA hat gedacht, ja, die werden das wahrscheinlich schnell wieder herrichten. Man muss aber auch sagen, die Marshals in Monaco sind mit Abstand eine der besten oder die besten Marshals, die es gibt an einem Racetrack. Das muss man einfach sagen. Die sind immer so schnell. Also da könnte sich Saudi-Arabien und Scheiben davon abschneiden. Ja, und der Gebrauch von roter Flagge, ich weiß nicht. Also klar, in dieser Situation, ich meine, man sieht, okay, es geht nicht mit dem Safety Car. Es ist schon nötig, auf Red Flag umzusteigen. Ich glaube, das ist schon eine gute Entscheidung gewesen, oder schon die richtige Entscheidung gewesen. Wieso, dass man es eben nicht von Anfang an gemacht hat, weiß ich jetzt auch nicht. Also hätte man wirklich können machen. Man hätte sich eben dort eigentlich die paar Runden hinter dem Safety Car sparen. Ich meine, schlussendlich sind auch Reifen durch da wieder ein bisschen verschleißt worden, auch wenn es nicht viel ist, aber gleich. Und sonst allgemein rote Flagge, ich weiß jetzt gar nicht in dieser Saison. Es ist aber meistens halt immer so, oder, dass halt, wenn es einen Klapp gibt in einem Training oder in der Trainingsphase, dass halt immer rote Fahne gerade geschwenkt wird und das Training unterbrochen wird, weil halt der Safety Car nicht ausrückt. Es gibt höchstens noch VSC, aber das ist auch eher selten. Und der Safety Car kommt halt wirklich nur im Rennen. Und eben wenn natürlich irgendwo ein Damage ist an einer Barriere irgendwo, wo halt auch Off-Track ist, schickt es natürlich erst Marshall raus, wenn entweder ein Safety Car dort ist oder eine rote Fahne. Und ich finde auch, man muss ehrlich sagen, der Gebrauch von der roten Fahne bis jetzt in dieser Saison jetzt nicht so tragisch, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es eigentlich in meinen Augen ganz okay, muss ich ehrlich sagen. Okay, finde ich erstaunlich. Also ich finde eben, gerade, also Imola habe ich bis jetzt am schlimmsten gefunden. Wo sie dort zweimal haben sie ja hure schnell die rote Flagge rausgehauen. Aber ja, vielleicht, weiß auch nicht, vielleicht bin ich da selber ein bisschen... Ja, aber weißt du, vielleicht wollen sie halt auch einfach übervorsichtig sein. Ich meine, eben, man hat schon ein paar Mal gesehen, was passieren kann, wenn man halt die Sicherheit nicht, ich sage jetzt mal, ja, nicht ernst, das ist vielleicht das falsche Wort, aber die Sicherheit unterschätzt. Darum lieber ist man eigentlich mehr vorsichtig, lieber gibt man eigentlich mehr eine rote Fahne raus und es passiert dann eher weniger etwas. Also von dem her okay, finde ich. Okay.
Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Oder wir sind immer noch bei den Backmarkers, klar, aber also Williams gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Der Latifi ist einfach irgendwie ein bisschen mitgeschwommen. Beim Albon, der hat... Er ist wirklich im Regen mitgeschwommen, ja. Tatsächlich. Und ja, beim Albono, ja, im Qualifying hat er auch selber gesagt, hat sich alles gut angefühlt, im Rennen nachher nicht mehr grossartig. Dort hat er einmal noch einen Incident gehabt, wo er, ich weiss echt nicht mehr, wer hat überholen in Rasgas, also das ist die letzte, nein, ist es Rasgas oder Tabak, die letzte Kurve? Nein, Tabak ist die Kurve, wo der Leclerc letztes Jahr das Getriebe attached hat und nicht Okay. starten. Und Rasgas ist die letzte, gell? Ja. Gut, also eben in Rasgas hat er ein Überholmanöver machen. Dort hat er nachher sich einen Puncture Code, schade, und sonst noch Damage. Und dann nachher ist das Purpose extrem schlimm geworden für ihn und wegen dem hat er dann Runde irgendwann gegen Ende dann mal DNF gehabt. Bezüglich Williams gibt es sonst wirklich nicht viel mehr zu sagen. Aber Ja, also der, Oder? nein, Also warte das schon kurz. etwas- Also ja, der das ist gut. Albon hat ja noch Zeitstrafe bekommen, weil er ja nach dem Tunnel zweimal über den Dings hineingefahren ist, über die stimmt. Schikane befahren hat. Und letztes Jahr war es ja so gewesen, dass man 3-mal drüber fahren und dann hat es eine Strafe gegeben, oder beim 3. Mal. Jetzt ist schon beim, nein, 3-mal drüber fahren und beim 4. Mal Strafe. Und jetzt ist es so gewesen, dass man 2-mal drüber fahren und beim 3. Mal eine Strafe. Also man darf einmal weniger drüber fahren. Und der Albon ist dort 3-mal drüber gefahren und hat noch einen 3 oder 5 Sekunden Penalty bekommen. Aber er hat es ja eh nicht können oder hat man eh nicht können absetzen, schlussendlich oder darauf rechnen, weil er ja eh DNF ist am Ende des Rennen, eigentlich sozusagen. Genau. Dann bei Aston, Vettel, ja, meine Prediction hat leider nicht funktioniert. Das hat mich hure gefreut auf den P10. Qualifying hatte ich schon Hoffnungen gehabt. Aber es ist eigentlich auch Er ist ein auf ruhiges P10 Rennen geworden. gehabt. Ah ja, Ja. wegen der Penalties. Ja. Ah ja, stimmt. Mann, ey, ich bin der beste Predictor von der Schweiz, mein Gott. Aber ein kleiner Punkt, den ich bei Aston Martin noch schnell antatschen, bevor wir weitergehen zum Midfield. Es hat eine wunderschöne Szene, wo der Lance Stroll den Yuki Tsunoda versucht zu überholen, auch wieder in Rasgas. Und der kommt dort wirklich voll drin geschossen, verliert Kontrolle vom Auto und schleift im Tsunoda vorne durch. Und nachher der Stroll so, Did you see that? Did you see that? Zum Brad, oder? Sein Race-Engineer. Und der Brad so, wow, that was amazing. Aber weißt du, wenn du nachher das Video nachschauen, fährt er im Tsunoda einfach wirklich fast den Frontflügel ab. Also es ist einfach wieder mal typisch Stroll. Typisch Stroll. Ja, und sonst aber noch muss man sagen, zum Vettel, also der andere Aston-Fahrer, an und für sich hat er, glaube ich, nicht ein schlechtes Rennen gehabt, hat wahrscheinlich auch ein bisschen Pech gehabt durch die ganze rote Flagge und alles drum und dran. Aber er ist schnell gewesen, muss man ehrlich sagen. Also dort ist ja mal noch eine Weile lang eben der Hamilton, also nicht Alonso, Hamilton und danach ist der Verstappen sage ich, der Vettel ist schon dran gefahren langsam. Ocon hat ja müssen, ist ja glaube ich noch weiter vorne gewesen. Ja, ich weiß es dreifach nicht mehr, der hat ja müssen auch so pushen, aber zu dem kommen wir dann alles noch. Aber der Vettel an sich hat eigentlich nicht mehr so eine schlechte Pace gehabt, muss man sagen, in Monaco. Letztes Jahr war er schon wirklich gut gewesen und jetzt ist er eigentlich auch wieder gut gewesen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir es langsam in Gang mit dem neuen Auto, mit dem neuen Fahrzeugkonzept. Ich würde es auch mal Aston, beziehungsweise auch im Vettel würde ich es gönnen. Jetzt ohne parteiisch zu ergreifen oder parteiisch zu sein. Aber er hat auch noch ein paar Überholmanöver gemacht. Ich glaube, 2 sind es oder 3 sind es, ich weiß es gar nicht. Ja, aber ich muss wirklich sagen, also Vettel ist gut gefahren. Kann man nicht anders sagen. Du hast es gerade angeschnitten, Ocon, ein riesiges Thema in dem Grand Prix. Ich finde, es ist schon gerade ein guter Zeitpunkt, zum Midfield eigentlich überzugehen. Und ja, ich denke, wir können sogar jetzt ansprechen, das ganze Ocon-Hamilton-Penalty-Drama. Ich muss sagen, als ich am Zuschauen war, wie sie am Racen sind, habe ich zeitweise schon gedacht, okay, gut, Ocon verteidigt schon ziemlich stark. Aber ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, das war jetzt ein bisschen zu heftig gewesen. Und auch als ich die ganzen Cams nochmal nachgeschaut habe, also der Hamilton hat ein bisschen Hinterrad oder ein bisschen Vorderrad als im Hinterrad gehabt. Okay, gut. Hamilton sein Argument, er hat mich an die Wand rausgedrückt.
ja, okay. Aber Hamilton hat da ganz gut links können gehen. Also Ich weiss nicht. warte mal. Er ist bestraft worden, der Ocon, habe ich gemeint, wegen dem Vorfall in Turn 1, wo der Ocon reingezogen hat. Und er wollte innen durchfahren und innen durch überholen. Dort ist er bestraft worden. Aber dort hätte er ja nicht links überholen, da wäre kein Platz rum gewesen, wäre er in die Leitplanke rein. Ja, rechts hat er auch keinen Platz gehabt, fast in die Leitplanke rein. Ja, das ist Monaco. Eben, und das ist für mich der springende Punkt. Es ist Monaco. Ich sehe, dass man im Ocon kann Schuld anrechnen. Ich sehe aber nicht mit den neuen Racing Regulations, wo man sagt, hey, gut, man will sie ein bisschen mehr gegeneinander fahren, wirklich Rennen fahren. Ich sehe nicht ganz. Ich finde es ein bisschen zu grob, der Entscheid, in meinen Augen, muss ich wirklich sagen. Ja, also sehe ich auch so. Ich finde, dass im Hamilton sein Move auch ein bisschen spät war, dunkt es mir. Also klar, er hat sich schon immer wieder gezeigt und angekündigt, hey, ich würde eigentlich gerne mal vorbei an dir. Aber ich finde halt einfach dann nachher, ja, es ist so, also ich würde jetzt nicht sagen halbpatzig, aber es ist schon gewagt gewesen und halt schon mit dem Risiko, hey, es könnte einen Klapp geben und es ist dann halt zu einer Berührung gekommen. Aber dass man da dann nachher gerade eine 5 Sekunden Penalty im Ocon reindrückt, weil er zu wenig Platz gelassen hat, eigentlich in dem Sinn, finde ich ein bisschen krass. Gut, man muss auch noch sagen, die ganzen Fahrer haben ja immer vor dem Rennen beziehungsweise vor dem Rennwochenende haben sie immer Briefings mit den Racing Directors, also mit dem wer ist jetzt gewesen? Der Portugiese ist ja glaube ich, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Eduardo Freitas, ja. Da haben sie eigentlich immer Briefing und die werden dort wahrscheinlich schon auch ein gewisse Situationen angesprochen haben und so. Ja, das wissen wir ja alles nicht, weil das geht ja nie gross an die Öffentlichkeit, was dort so besprochen wird bei dem Driver Briefing. Aber ja, ich finde es auch ein bisschen krass. Also ich denke jetzt auch auf einer anderen Strecke, wenn es jetzt irgendwie Spanien oder so gewesen wäre dort keine Strafe gekommen oder so. Dann wäre es einfach noted worden und dann wäre einfach gar nichts passiert. Da habe ich wirklich auch das Gefühl. Jetzt hast du mich gerade an die Driver-Briefings erinnert. Das finde ich so schade, dass die nicht mehr so öffentlich sind. Also ich glaube, auf Face TV, nein, ich glaube, kannst du sie aber auch nicht mehr schauen. Ja, finde ich schade. Das war aber nicht mehr lustig gewesen. Ja, Alpine hat ja noch einen zweiten wunderbaren Fahrer, der eine wunderbare Strategie hatte. Welcome and all aboard on the Alonso train. Sag ich nur an dieser Stelle. Der White Alonso, ja. Der White Alonso. Nein, also ich habe manchmal das Gefühl, Alonso fährt mittlerweile nur noch in der Formel 1, um der FIA aufzuzeigen, was für Fehler das sie machen. Sagt das zu Russland, wo er da sogar beim Practice Start zuerst geschaut hat, ist er schneller, wenn er ausweicht oder beziehungsweise aus Versehen sich verbremst, oder? Ja, für uns sagen. Und jetzt habe ich das Gefühl, hat er wieder ein bisschen dasselbe gemacht, um einfach zu sagen, ey, machen die Huren Autos kleiner. Weil, ja, ich meine, wie lange ist das gegangen? Das ist irgendwie bis... Es waren, glaube ich, 15 Runden oder 15 so. 15 Runden, ja, wo er einfach gemütlich seine Runden gefahren hat und ein bisschen da hat. Und irgendwann hat er sich dann entschieden, weißt du was, also meine Pace ist doch gut und das Auto mag es doch verleiden, die Reifen mögen es auch verleiden, jetzt gebe ich Gas und dann holt er sich noch Fastest Lap dabei. Also das ist einfach eine Glanzleistung von Alonso gewesen. Ja, also gut, Fastest Lap hat am Ende vom Tag den Norris geholt, nicht Alonso. Yes, aber einfach dann hat er gerade... Genau, dort hat er sie geholt. Aber wieso dass er das gemacht hat, ist schon nicht gewesen, weil er Zeit und Lust hatte oder so, überhaupt nicht. Der Grund, also laut seiner Aussage war, sie sind nicht sicher gewesen, ob sie im Indians, glaube ich, drauf hatten, wenn ich mich nicht täusche. Sie haben nicht gewusst, ob sie mit diesen Reifen bis zum Schluss durchkommen. Weil das Rennen ist ja an 2 Stunden Grenze hergekommen. Also man ist ja nicht mehr die volle Streckenlänge gefahren, sondern man hat dann einfach umgeschaltet auf die Zeit. Wegen der Red Flag am Rennstart und alles. Und ja, sie haben eben, oder er hat gemeint, sie sind unsicher gewesen, ob sie durch mögen mit den Reifen. Darum hat er recht lange Reifen gespart oder geschont. Das wiederum hat natürlich Zeit gekostet. Das wiederum ist natürlich dazu Folge ist dann nachher der Hamilton aufgefahren. Und ja, der hat es natürlich eben den Alonso-Train gegeben. Und ja, der Hamilton hat sich schon ein bisschen aufgeregt hinten dran. Das hat ein paar Funksprüche gegeben, dass er einfach nicht vorbeikommt. Und ich denke auch, es wird auch so sein, dass einfach am Alonso vorbeikommen, eben dann auf so einer Strecke, ist einfach sauschwierig, weil du hast keinen Platz. Und der Alonso gibt dir einfach gar keinen Platz. Ja, wie du erwähnt hast, also der Alonso war auf Mediums gewesen, das haben ein paar durchgezogen. Also das ist Alonso, Russell, Hamilton,
Latifi und Joe. Die sind alle 34 Runden, also die letzten paar Runden eigentlich ab. Perez habe ich noch vergessen und Verstappen, aber die sind alle auf den Mediums gefahren. Und gerade wenn wir schon Joe angeschnitten haben, hey, mein Gott, was für ein riesen Save ist das bitte gewesen? Also, ich habe da so etwas von in der Wand innen gesehen, wo sie den Replay gezeigt haben. Und I just need a new pair of pants. Ich glaube, das ist die perfekte Beschreibung. Das war ein riesen Snap-Oversteer, weil er nur ganz, ganz leicht auf einen kleinen, feuchten Teil von der Strecke gekommen ist. Und also, ich muss wirklich sagen, dass in meinen Augen so kleine Sachen zeigen einfach Fahrtalent. Und gerade wenn du bedenkst, wie wenig Zeit er im Vergleich zu anderen Fahrern in diesem Auto bis jetzt hat und er hat das Auto einfach gesaved. Das zeigt wirklich, dass er so in meinen Augen so ein gewisses Stück natürliches Fahrtalent einfach mit sich trägt. Ist er, aber, also ich habe gemeint, er hat die Kontrolle über das Auto, sage ich jetzt mal, sozusagen verloren, wegen der Bodenwelle dort. Das ist schon so berüchtigt bei diesem Tunnel dort, wenn du rausfährst, dass du beim Anbremsen wegen der Bodenwelle Kontrolle verlierst. Ich glaube, das war eine Kombination von beidem. Ja, ich weiss es jetzt nicht. Ich habe gemeint, es war jetzt nicht wegen dem Regen gewesen, aber muss man wirklich lassen. Nice Save. Hure geil ausgesehen, vor allem die Slow-Mo-Aufnahme sieht hure nice aus, wie er dort so herdriftet eigentlich. Und dann nachher, zum Glück hätte er es können retten dort. Wäre scheiße gewesen für ihn, wenn er dort noch abgeflogen wäre. Aber ich finde auch, er hat eigentlich wieder einen guten Job gemacht. Klar, Alfa Romeo hat allgemein nicht so stark ausgesehen. Also auch der Bottas war nicht stark gewesen, das Wochenende. Sie haben ja da noch eigentlich vor Monaco gesagt, also ja, wir haben eigentlich das perfekte Auto für die Strecke. Man hat es gesehen. Haut. Bottas war nicht gut gewesen, das Wochenende. Ja, also wenn du vergleichst, wo er sich vorher immer qualifiziert hat, im Qualifying, ist er nicht so stark gewesen, das Wochenende. Ja, okay, das Qualifying, ja, aber... Er ist natürlich dann schon vorgekommen, das ist mir schon auch klar. Der hat Overtakes gemacht, der ist ja, was ist er gestartet? Er ist... Oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 11 gestartet, immer wieder ein bisschen runtergefallen und hat immer wieder Overtakes gemacht. Er hat, glaube ich, die meisten Overtakes gemacht im ganzen Grand Prix. Na, bist du sicher? Ziemlich sicher, ja. Okay. Ja, gemeint, er ist einfach vorgespielt worden. Also ich habe kein Overtake on-screen gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich auch nicht, aber sie haben es nachher im Dings, im Radio haben sie darüber geschnarrt, hey, hure viele geile Overtakes und so. Und ich habe auch gemeint, ich habe irgendwo eine Statistik gesehen, dass er die meisten Overtakes gemacht hat, irgendwie 6 oder so. Okay. Insgesamt. Ja, aber die Alfa Romeo Performance ist jetzt nicht so da gewesen, jetzt bedünkt. Nicht so, wie sie es gedacht haben, das ist klar. Ja, das definitiv nicht. Aber sonst muss man eigentlich wirklich sagen, ich denke für den Guang Yu Zhou, wenn wir noch mal kurz zurückkommen auf ihn, ich glaube, für ihn ist es sicher gut, dass er das Monaco-Rennen fertig fahren kann. Ich denke, das ist schon viel wert. Und ja, mal schauen, was dort noch so kommt. Ich glaube, die bringen noch Updates mit, habe ich etwas mitbekommen, nicht auf Kanada, ich glaube es auch nicht auf Baku, sondern ist nach Kanada, was kommt dann, Österreich oder irgendetwas kommt dann. Die bringen wieder Updates mit dann. Also die werden auch Updates bringen. Aserbaidschan. Ja, jetzt kommt Aserbaidschan. Fuck, und nachher kommt ja Kanada und dann kommt glaube ich eben Österreich oder Silverstone, whatever. Da kommen so die paar Europa-Rennen wieder dann. Aber die sollen es dann wieder Updates mitbringen, so viel ich mitbekommen habe. Jo, aber wer auch absolut kein Pace gehabt das Wochenende, Tsunoda. Ja. Und ich weiss echt nicht, was bei ihm war, weil er hat nicht Damage gehabt, er hat nicht irgendwie, vielleicht hat er einfach ein scheiß Setup gehabt oder so, ich weiss es nicht. Ich weiss es ehrlich gesagt auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Der Tsunoda, ich weiss wirklich nicht, was der gehabt hat. Ich bin gerade mal überlegen, aber der ist einfach nur hinterher gerutscht die ganze Zeit. Der hat einfach wahrscheinlich wird schon Setup sein. Vielleicht hat er gleich irgendwie einen Damage gehabt oder ein Problem am Auto. Kann mir aber zwar fast nicht vorstellen, aber das wäre dann, glaube ich, schon irgendwie übertragen worden oder hätte man schon irgendwie mitbekommen. Hingegen beim Teamkollegen ist es besser gelaufen, im Gasly. Der hat zwar ein scheiß Qualifying gehabt, ist aber dann nachher ein bisschen vorgekommen, hat wirklich auch 2, 3 Overtakes gemacht, die auch onscreen sichtbar waren und die sind wirklich gut gewesen, muss man wirklich sagen. Also er hat eben dort in der Tabakkurve, wie die Scheißkurve heisst,
hat er einen Overtake gemacht. Und wo hat er noch gemacht? Ich glaube, aus dem Tunnel raus. Nein, beim... Vor dem Schwimmbad. Hat er bei Tabak? Ja, vor aber dem Schwimmbad. Ja, vor dem ja. Schwimmbad war es, sorry, stimmt, ja. Mit dem Latifi. Und da wollte ich gerade sagen, also das ist für mich einer der Overtakes von der Season. Ich meine, also der Latifi hat jetzt zwar auch absolut geschlafen, muss man sagen, aber hey, du musst es auch ausnutzen, du musst es können sehen, wenn ein Fahrer vor dir am Schlafen ist. Und das ist wirklich, also ich habe noch nie jemanden gesehen, der überholen. Echt gar nicht. Und du überholst, da muss man auch noch festhalten, du überholst nicht den Latifi, du überholst den Goat-Tifi. Ein Goat in diesem Motorsport. Ah, natürlich. Excuse, hey. Nein, aber also der Gasly, der hat in meinen Augen wirklich mal wieder komplett gezeigt, was er für einen Wert hat. Und ich glaube, er hat das auch gegenüber dem Team gesagt, wo momentan so ein bisschen Gerüchte umgehen. McLaren, wo ihn hoffentlich... Ja, das schauen wir uns in der nächsten Episode an. Hallo, ich wollte jetzt gerade einen Teaser machen. Aha, sorry. Wo ihn hoffentlich, eventuell, who knows, könnte aufnehmen. Ich meine, er ist jetzt ein Fahrer, der sich ein bisschen beweisen muss. Ich glaube nicht, ich denke nicht, dass er noch darauf spekuliert, mit Red Bull gross zusammenzuarbeiten. Und falls ja, ist auch gut, aber er will sich sicher auch anderen Teams präsentieren. Und das Team, das ich eben denke, ist die beste Möglichkeit für ihn, zum wirklich vorne mitzukämpfen, ist McLaren. Die haben wieder mal so ein durchmischtes Wochenende gehabt. Und wieder mal durchmischt, weil der eine weil der eine Fahrer gut fährt und der andere, ja, es tut mir leid, einfach nicht mehr gut fährt. Es ist wirklich, es schmerzt, in Daniel Ricciardo zuzuschauen. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust mehr darüber zu reden, über seine Performances. Weil, oder Norris, wieder dieselbe Geschichte wie letztes Rennen, ist immer noch am Heilen von, wie heisst es? Von der Mandelentzündung. Mandelentzündung, oder? Und fährt wieder ein P6 raus und er gurkt P12 hinten nachher. Also es ist einfach, langsam regt es mich auf. Ja, also sehe ich auch so, ich meine eben, so gerne ich den Ricciardo an, es ist einfach, er fährt einfach schlecht momentan und keine Ahnung, was genau das Problem ist. Es heisst immer, ja, er vertraut dem Auto nicht oder das und das, es ist wieder nicht gut und ja, aber ich meine, das Team schaut ja auch nicht einfach nur zu, sie machen ja auch etwas, aber nachher ist es immer noch nicht gut, aber wieso ist es denn immer noch nicht gut? Kein Mensch weiß es weiß irgendwie nur der Ricciardo. Ich weiß ja, auch nicht. Also, auch nicht. Also, ja, er weiß es irgendwie selber auch nicht. Also, sein Kommentar ist einfach 1:1, I'll try to keep trying. Also ich werde versuchen, weiter zu versuchen. Und das klingt überhaupt nicht optimistisch. Ja, und er ist schon noch im Qualifying abgeflogen. Und dort hat ja zwar einen hohen Hate, also ein kleiner Shitstorm gegeben an McLaren, beziehungsweise seinen Ingenieur, weil er ja so gefragt hat, ja, ob das Auto in Ordnung sei. Und nicht zuerst gefragt hätte, ob es dir gut geht. Und dann nachher gesagt, ja, er sieht es jetzt, sagt es nachher so irgendwie so, ja, schalt das Auto ab, dies, das, anders und so. Und nachher sagt er so, ja, ich bin froh, dass es dir gut geht, also keine Sorge, oder hab keine Sorge, das Auto bringen wir wieder her, oder irgendwie so etwas hat er noch gesagt. Und hat es einen rechten Shitstorm gegeben wegen dem, weil halt eben, ja, zuerst gefragt wurde, wie es im Auto geht und nicht ihm selber. Er kann irgendwie nachvollziehen, aber ich weiß gar nicht, er ist einfach ein Fahrfehler gewesen und ist abgeflogen. Blöd gesagt. Das war ein Fahrfehler gewesen. Wegen dem, er hat auch direkt gesagt, I know exactly what happened, I'll tell you later. Ja, und ich weiss auch nicht, also eben gross darüber diskutieren oder reden mag ich ehrlich gesagt auch nicht mehr bei dieser Ricciardo-Geschichte, weil er ist momentan, das ist einfach sehr enttäuschend und es ist halt einfach nicht Formel 1 Niveau mäßig. Also klar, es ist schon noch besser, denke ich, als ein Stroll und ein Latifi, das sicher. Aber es ist halt wirklich Anfang so ein bisschen ein Vettel 2.0. Oh ja. Einfach, man weiss, was er für Qualitäten hat, aber er bringt sie einfach nicht mehr auf den Tisch. Ja, genau so ist es. Im Fall, gerade als du den Funkspruch angesprochen hast, es hat mich extrem erinnert. Ich habe das Gefühl, sobald die Frage, ist das Auto okay, vorher kommt, das ist ja nicht das erste Mal, wo wir so etwas hören,
dann weisst, es steht echt nicht gut um die Zukunft von einem Fahrer, weil ich mag mich erinnern, beim Daniel Kvyat hat es so einen Funkspruch schon mal gegeben, beim Gasly hat es so einen Funkspruch schon mal gegeben, wo einfach zuerst gefragt wurde, ist das Auto okay? Ja. Und Ja. was auch noch, sorry, wenn ich schon wieder Mach reingrätsche, ruhig. und was auch noch war, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, scheint's, aber das sind so ein bisschen Gerüchte, wo wir gegangen sind, oder Leute haben das irgendwie scheint's mitbekommen, aber ob das wirklich stimmt, ist so die zweite Frage. Am Qualifying oben hat scheint's der Zach Brown mit dem Ricciardo ein bisschen Diskussion gehabt im Motorhome innen. Und da hat der Ricciardo rausgestürmt dann und hat einfach noch zurückgerufen, in the salad. Im Zach Brown. Oh, so gut. Aber Also- eben, ich weiß nicht, ob das wirklich zu 100% stimmt, aber ich habe das gelesen gehabt. Weißt du, so vom Humor her könnte ich es mir schon vorstellen, oder weißt du, so von seiner Schlagfertigkeit her könnte ich mir das schon vorstellen, Ja, ich könnte dass mir er noch das vorstellen. gesagt Also, hat. ich habe generell, es hat jetzt viele Kommentare vom Zack gegeben und das sind nicht, wirklich definitiv nicht unterstützende Kommentare gewesen gegenüber dem Ricciardo. Ich habe aber, also wenn ich ehrlich bin, ich habe von vorweg irgendwie das Gefühl gehabt, dass sich der Daniel nicht ganz so wohl fühlt. Auch mit dem Lando in den Interviews. Das ist nicht ansatzweise so locker gewesen wie mit dem Carlos Sainz. In den Interviews und in den, da sind immer so ein Spiele und so gemacht. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob sich der Danny echt gar nie recht wohl gefühlt hat. Und jetzt einfach nochmal schlimmer ist durch den Kommentar vom Zack. Ja, ich sage es, wie es ist. Und ich habe es im letzten Podcast auch schon gesagt, es war einfach ein riesen Fehler gewesen, von Red Bull wegzugehen für ihn. Weil ich glaube, seine Primetime ist definitiv vorbei. Ja, das tue ich so unterschreiben. Und ja, ich glaube, wenn seine Primetime eventuell auch schon vorbei ist, oder leider vorbei ist vielleicht der Hamilton. Ich weiß nicht, haben wir ihn als Top-Team drin oder als Midfield? Midfield, oder haben wir ihn drin? Nein, sie sind neu die Frontrunners. Also es ist halt immer, Frontrunners. ist ja immer Championship Standings und sie sind ja Dritte. von Aber dem sind her. wir mit allen Midfield-Story? Ich weiß es jetzt gar nicht, ich habe Ja. den Faden verloren. Okay, ja gut, der hat dann ja einen guten Übergang gemacht zum Mercedes. Für Ja, etwas ich habe ha- ich Notizen abgegeben. ja, ich nicht. Ich habe jetzt einfach so aus dem Kopf aus meine Notizen genommen. Aber es ist perfekt. Ja, der ist schon gut. Ja, eben der Hamilton ist wahrscheinlich der Mann gewesen, wo man am meisten Funksprüche gehört hat an diesem Wochenende. Also vor allem während dem Rennen. Wie er sich beklagt, dass der Alonso langsam fährt und alles. Und wir haben es vorher schon angesprochen, der Alonso, der da sich ein bisschen breit gemacht hat und Hamilton dort nicht vorbeigekommen ist. Plus dann nachher noch eben die Berührung mit dem Ocon. Also man hat eigentlich beim Hamilton schon ein bisschen alles erzählt. Mir ist ja dort nicht passiert. Wo ist er gestartet? P7, P8 und ist P8 geworden, glaube ich, wieder. Ich weiß es jetzt gar nicht. Fact check. Uno momento, por favor. Ich weiß es eben jetzt gar nicht mehr, was er Wo haben wir den gestartet ist. Jewish Hamilton? Er ist gestartet in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Position. Und 8 ist er geworden. Und 8 ist er geworden. Ja. Und nur mit den Okay. Pits einen Platz verloren und dann wieder zurückbekommen. Ja, okay. Ja, also eben, es ist halt Monaco. Ich meine, Mercedes bzw. Hamilton, die haben da echt viel Probleme gehabt im Training mit dem Purposing, Bouncing, whatever. Also sie haben es dementsprechend halt schon noch ein bisschen in den Griff bekommen, muss man sagen. Aber sie sind natürlich nicht an dieser Messlatte von Ferrari, Red Bull. Dort sind sie nicht gewesen. Aber man muss wirklich sagen, ich denke, für das Team an sich sind es wieder gute Punkte gewesen, beziehungsweise sein Teamkollege. Der hat gute Punkte geholt. Der Russell wieder mal einmal mehr auf P5 ist er gewesen, glaube ich, oder? P5, ja, P5 ist er geworden. Yes. Wieder mal einmal mehr eine Top 5 Platzierung rausgeholt. Also der einzige Fahrer, der bis jetzt so konstant immer so gut positioniert, also gute Position rausgeholt hat. Der und einzige Fahrer, der immer in der Top 5 Genau, war, das immer die, so. die Saison. Genau, also der ist der einzige Fahrer, der das bis jetzt rausgeholt hat. Und glaubt mir es im Fall, wenn Mercedes plötzlich irgendwo irgendetwas herausfindet, wo das Auto wirklich hure stark macht, dass sie vorne wieder mitfahren, fightet der noch unter Umständen mit bei der Fahrerweltmeisterschaft. Das ist jetzt zwar ein bisschen hoch gestochen, aber von den Punkten her ist es eigentlich nicht mal so unrealistisch, weil er hat gute Punkte gesammelt und es sind noch viele Rennen, die kommen. Und wenn Mercedes irgendwo plötzlich sagen wir mal, ein bisschen den Wurm findet, den sie lösen können, dann nachher könnte das noch echt heiß werden, dass sie dann nachher den Russell voll reinpushen.
100%. 100%. Also gerade wegen der Driver Standings, er hat 84 Punkte, Max Verstappen hat 125 Punkte. Also das sind 2 Race-Wins mit 2 DNFs von Max und er ist auf dem gleichen Level wieder. Und wir wissen alle, wie lange das die Season noch ist. Also George Russell für mich bis jetzt in dieser Saison der Standout-Driver. Zusammen mit dem Valtteri Bottas zusammen sind das für mich die 2 besten Fahrer. Also einfach von diesen Resultaten, die holen. Und ich finde, es ist definitiv noch zu früh zu sagen, dass der Hamilton washed ist. Also der ist sicher noch nicht durch. Er hat momentan einen Struggle. Wir wissen alle, dass der Hamilton, wenn er mal Mühe hat, immer sehr stark wieder zurückkommt. Weil das beißt an ihm, das nagt an ihm. Aber es stellt sich dann einfach die Frage, ja, wie schnell kann er das umkehren? Weil wenn er es nicht genug schnell umkehren kann, stellt sich wirklich die Frage, ja, wie lange will er das machen? Weil er ist da, um den 8. zu gewinnen und nichts anderes. Und mit dem Russell hat er definitiv wieder einen Teamkollegen, wo er sich nicht einfach den 8. schenken kann. Er muss nicht nur gegen Red Bull und Ferrari kämpfen, sondern auch gegen Russell. Und das ist die Frage, die er sich stellen muss. Who knows? Vielleicht gibt es ja ein riesen Announcement. Sainz wird dropped, weil seine Leistung nicht besser wird und Lewis geht zu Ferrari. Ja, denke gut, jetzt, das denke jetzt ich nicht. nicht. Das ist sehr weit rausgeholt. Aber grundsätzlich, was ich einfach sagen ist, man kann den Hamilton nicht ausschließen und trotzdem hockt er jetzt schon 34 Punkte hinter seinem Teamkollegen. Und nach so vielen Rennen, die wir jetzt schon hatten, kann man echt nicht mehr sagen, dass es einfach nur Pech ist. Der Russell war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, auch wenn er ein bisschen Glück hatte. Er hat in jedem Rennen Top 5 Finish. Und das, ja, er hat viel kein Glück anderer geschafft, der Russell. Hat viel Das ist Glück so. gehabt. Das ist so. Muss man einfach auch noch festhalten. Aber der Hamilton hat ja auch eigentlich in den letzten paar Jahren immer viel Glück gehabt. Und ja, das Glück darf auch mal sein Teamkollege haben. Das ist absolut so. Und ich mag es ihm George Russell wirklich auch gönnen. Ich meine, der ist jetzt 3 Jahre lang in einer absoluten Badewanne von einer Gurke rumgefahren, also der Hure Williams. Und er hat es wirklich verdient, anständige Resultate zu holen. Ich muss auch sagen, ich freue mich extrem auf den Tag, wo er endlich seinen ersten Win wird reinholen. Das wird so gefühlsmässig ein Überfluss sein von seiner Seite. Weil das ist so ein Fahrer, der einfach mit ganz viel Passion dahinter steckt. Und er ist einfach, in meinen Augen gehört er einfach zu den Good Guys vom Paddock. Also extrem ambitioniert, super sympathisch und ich mag ihm jeden Top-5-Finish wirklich extrem gönnen. Jemandem, wo ich es auch extrem mag gönnen, und ich bin wirklich schon lange nicht mehr so happy gewesen, Checo Perez auf P1. Mein Gott. Hey, es ist wirklich einfach die Emotionen, die dann aufkommen bei ihm. Und weißt du, genau an dem Wochenende, wo er die Tribute-Helm oder Tribute-Helm zum, wie hat er geheißen? Rodriguez. Weißt du es gerade? Eduard? Nein, nicht Eduardo. Nein, weiß ich nicht geheißen. Peros. Peros? Ich wollte gerade sagen. Ah, sehr schön. Ja, auf jeden Fall, wo er den Helm von irgendetwas Rodrigo, wie auch immer, angehört. Wirklich, finde ich einfach genial. Dass er dann noch einen Win rausholt für Mexiko. Also, ja, ich glaube, er hat jetzt einfach mit dem Win bestätigt, Jungs, das die Spanne ist echt nicht durchgegangen mit mir. Das könnt ihr von mir erwarten. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ich nicht für die Championship fighten werde, dann habt ihr euch wirklich ins eigene Fleisch geschnitten. Weil er hat 15 Punkte hinter Max Verstappen. Es ist alles offen. Der Checo ist so etwas von im Championship-Rennen drin. Vor allem nach dem Wochenende bin ich überzeugt, dass er in diesem Championship-Rennen drin ist und sich auch wirklich gut wird können durchsetzen gegenüber dem Leclerc und dem Verstappen. Ja, also zuerst mal habe ich gedacht, du gehst zuerst zu Ferrari noch über, aber in dem Fall nimmst du die für den Schluss. Okay. Ja, also, ja, alles gut. Nein, alles gut. Warte jetzt. Also, ich muss auch sagen, ich freue mich für den Perez wirklich, dass er gewonnen hat auch. Weil er es auch absolut verdient. Er ist das ganze Wochenende viel stärker gewesen als der Verstappen, muss man einfach ganz klar sagen. Vor allem Qualifying Pace ist er viel stärker gewesen. Und es hat wieder mal mehr einfach gezeigt, der Perez ist in diesem neuen Fahrzeug, also in diesen neuen Fahrzeuggenerationen, fühlt er sich so anders wohl.
wie wahrscheinlich noch nie in einem anderen Fahrzeug. Also der kommt so gut Schlag mit dem Auto. Und er ist einfach halt auch einer, der immer dabei ist und Red Bull kann so auf ihn zählen. Und genau das hat auch Red Bull immer gebraucht als zweiter, als zweiter Fahrer neben Max Verstappen. Sie haben es nie gehabt, ausser der Ricciardo. Dazumal war das, der das auch gebracht hat. Der war auch immer da gewesen, wenn jetzt sagen wir, der Verstappen nicht gut war, ist der Ricciardo da gewesen. Oder umgekehrt halt, wenn der Verstappen nicht gut war, ist der Ricciardo da gewesen. Oder, jetzt habe ich das Gleiche nochmal gesagt, aber egal, scheißegal. Aber ihr wisst, was ich meine. Nachher ist schon der Albon gekommen, nachher ist der Dings gekommen, also der Gas ist zuerst gekommen, nachher der Albon gekommen und die haben das alle nie hergebracht. Die sind einfach auf dem Schleudersitz nachher gehockt. Und der Perez ist der das einfach wieder bringt. Und ich finde es gut, dass er in Spanien auch wirklich am Funk und blöd gesagt auch ein bisschen öffentlich die Schnur aufgetan hat und gesagt hat, so, hey, ja, das, was abgegangen ist, passt mir gar nicht, das gefällt mir nicht. Weil eben, wie du auch schon gesagt hast, das hat er jetzt einfach wieder gezeigt, er kann es auch und er kann mitfighten und er hat es auch verdient zum Mitfighten. Und ich bin gespannt, was jetzt noch kommt, wie auch der Verstappen mit dem umgeht. Weil eben, man muss wirklich sagen, das gibt's nicht oft, dass ein Verstappen schlechter ist als sein Teamkollege. Und dann noch in Monaco. Monaco hat ja Verstappen auch schon gewonnen letztes Jahr. Und der hat jetzt wirklich, man müssen wirklich klar sagen, der Checo hat einfach die bessere Pace gehabt. Und ja, mal schauen, was in Baku kommt, was dort passiert. Ich denke, Baku könnte dann auch so ein Strecke sein, vielleicht für Red Bull. Wir wissen es noch nicht. Und was ich wollte sagen, ich musste lachen, wie der Checo sich gefreut hat, wie er so aufs Auto aufgestanden ist und einfach wieder rückwärts fast reingefallen ist. Wenn der komplett reingefallen wäre, das wäre verdammt peinlich gewesen, weil also, es hat so lustig ausgesehen und er hat es so gut gesaved gehabt. Aber ganz ehrlich, man, so wie er sich gefreut hat, nachher wieder auf dem Podium angefangen hat, latschen dort, das ist einfach so herzig. Ich habe mich so gefreut für ihn nachher. Ja, das ist einfach, oder für so Momente muss ich echt sagen, schaue Formel 1. Oder? Ich sage, wir beide sagen immer, wir sind unparteiisch und genau aus dem Grund, oder? Weil über so etwas kannst du dich einfach nur freuen. Und das ist genau das, was ich von dem Sport eigentlich auch sehen will. Und ja, du hast es angeschnitten. Also ich meine, er ist einfach fehlerlos gewesen. Nicht nur über das Rennen, sondern über das ganze Wochenende. Und das Rennen ist jetzt halt wirklich auch nicht einfach gewesen mit diesen Konditionen. Fehlerlos würde ich nicht sagen. Im Quali hat er den Karren geschrottet. Qualifying, absolut stimmt. Oder ich muss nicht sagen, wir nicht fehlerlos, aber er ist in jeder Session besser gewesen als der Verstappen. In jeder Session. Ich glaube, in der Practice war der Verstappen auch mal schneller gewesen. Aber weißt du, ich meine, die Gesamtperformance am ganzen Wochenende war schon stark gewesen. Oder stärker, definitiv. Das ist es so. Also, genau, eben, noch bezüglich dem Perez, eben, er war über das ganze Wochenende wirklich besser gewesen und langsam steigert sich bei mir so ein bisschen die Vermutung raus und ich call das jetzt so. Ich glaube, der Perez ist auf Strassenrennen ist er besser unterwegs als der Verstappen. Habe ich irgendwie das Gefühl. Weil er hat in Saudi-Arabien ist besser gefahren, in Monaco ist er besser gefahren. Letztes Jahr in Monaco hat er gewonnen, wobei das ist, ja, klar, Tire Failure von Max gewesen. Und wegen dem, ich vermute, dass der Checo die nächsten Strassenrennen wird gewinnen. Moment mal, letztes Jahr hat er... Letztes Jahr hat Checo Baku gewonnen. Baku? Ich bin jetzt beim Monaco gewesen. Ich dachte so, hat der Verstappen gewonnen? What the fuck? Ich dachte so, was labert der Typ jetzt? Sogar Verwirrung ist verwirrt bei unserem Podcast. Ja, wirklich, mein Gott. Ja. Nein, stimmt. Das ist alles gut. Wer auch sehr, sehr, sehr verwirrt war, ist Ferrari Pit Crew. Die haben wieder mal etwas abgeliefert. Hey. Der Masterplan hat wieder mal eingeschlagen. Ja, wirklich. Also weißt du, wenn die Fahrer gut machen, dann sind es Strategisten, die komplett das Eich bauen. Also ich weiß echt nicht, was sie überlegt haben. Ich verstehe ja im Sainz seinen Gedanken, dass er sagt, okay, gut, ich will direkt auf Dings gehen, auf die Slicks. Ja, verstehe ich noch. Ist schlussendlich sogar die bessere Strategie gewesen. Und dort tut sich eben für mich die Frage auf, sollte der Leclerc nicht auch einfach ein bisschen mehr seine eigene Strategie durchboxen, wie es der Sainz macht? Weil, hat er das gemacht, wäre es nicht so tragisch gekommen. Also, ich meine, ja.
Was sagst du zu dem Ganzen? Ja, definitiv. Also der Leclerc sollte einfach mal einen mit schnell am Funk auftun und sagen so, hey, das ist eine falsche Idee oder das ist nicht richtig so. Und einfach wirklich halt den schnell auftun, weil man hat gesehen, was passiert, wenn man auf Ferrari Pit Crew lässt. Und das ist ja nicht das erste Mal, das ist das Bitter. Ferrari, was es strategietechnisch manchmal anbelangt, auch schon zu Vettel-Zeiten, sie verkacken es manchmal einfach so extrem und eben, das kostet dann einfach und es hat einfach den Race-Win gekostet für den Leclerc und eben, der arme Bub hat wirklich, der hat einfach einen Fluch auf sich, muss man einfach so sagen. Also wenn er es nicht versaut in Monaco, dann versaut es jetzt einfach halt seine Pit-Crew und ja, ich weiss nicht, was die Überlegung da war. Eben, vor allem man hat ja den Funk gehört, ja, komm rein, Box is Lab und so. Und dann nachher so, stay out, stay out, stay out. Dann ist so, dann kannst du einfach immer so, wie der einfach immer am Fluch ist. Und es ist auch verdammt bitter. Dann ist ja gerade noch so ein Double Stack von Ferrari, wo im Leclerc ja auch ein bisschen gekostet hat, noch an Zeit. Im Sainz hat ja aber dann auch noch gekostet, schlussendlich, weil ja, wieder mal eine mehr, der Gold Tiffy hat wieder seine Finger im Spiel gehabt. Weil er ist natürlich gerade hinter ihm hergefallen, bei der Pit-Exit Science. Und hat dann nachher halt ein zu überrundetes Auto vor sich gehabt und hat müssen ein bisschen, sich zurückkehren lassen am Anfang, nachher wieder anschiessen, vorbeifahren. Und so hat es ihm auch der Race-Win ein bisschen gekostet. Also der Sainz hätte jetzt auch wirklich die Möglichkeit gehabt, in dem Rennen seinen ersten Win holen in der Formel 1. Hat leider nicht geklappt wegen dem. Und er hat zwar noch heftig gepusht auf den Perez, muss man noch sagen, weil der Perez hat ja angefangen zu grainen mit seinen Reifen und hat müssen ein bisschen anfangen Reifen schonen. Die haben sich dann aber zum Glück wieder erholt für den Perez. Pech dann aber wieder für den Sainz, weil danach ist der Perez dann auch ein bisschen weggegangen und ich glaube, beim Sainz hat es auch angefangen ein bisschen grainen, aber hinten dann. Ja, es sind ja alle drei eigentlich, was ein bisschen davon grainen, aber wie du schon gesagt hast, das wäre eine absolute Möglichkeit gewesen auf einen Race-Win. Der Sainz hat ein bisschen länger bessere Reifen gehabt und er hat können angreifen. Ja, es ist halt einfach schade mit dem Latifi, aber ja, ich weiß nicht. Also das wäre definitiv ein One-Two-Finish gewesen und nicht nur beim zweiten Pit, wo sie den Double Stack gemacht haben, wo sie ich meine, dort ist einfach ein Kommunikationsproblem, das ist ja klar. Ich meine, im Sainz seine Pit-Crew hat gesagt, komm rein. Und nachher hat im Leclerc seine Pit-Crew auch gesagt, okay, komm, wir nehmen ihn auch gerade. Und dann haben sie einfach gemerkt, oh, das geht ja gar nicht zeitlich. Und sie haben es im Leclerc wirklich, glaube ich, erst in Rasgas oder so, oder kurz vor Rasgas, vielleicht gerade im Swimmingpool, haben sie gesagt, ja, komm rein. Und ich meine, wie willst du noch reagieren? Er war schon am Einlenken, als er gesagt hat, stay out. Also das ist wirklich, hat mir ein bisschen Hamilton, was ist das, 2018 Flashbacks gegeben? Nein, 2018. 2019. Ja. Nein, out, stay out. Hey, man. Hey, man. That was not right. Ja, und auf jeden Fall, eben, also es wäre schön gewesen, Sainz dort einen Win zu haben und ich finde, man muss ihm auch noch sagen, Props, das war sein erstes gutes Rennwochenende in meinen Augen, wo er wirklich einfach auf der Pace war von allen anderen. Andererseits kann man auch sagen, es ist Monaco. In Monaco darfst du einfach nicht in die Bande reinfahren und dann bist du auf der Pace von allen. Ja, aber du musst auch Eier haben, zwischen den engen Schikanen so viel Gas geben und schnell sein, gell? Das ist so. Aber ja. Ja, aber ich finde schon eben auch noch krass, wie der Sainz sich auch gar nicht gefreut hat über die zweite Platzierung eigentlich. Ist schon auch krass. Also, der war wirklich so enttäuscht gewesen, dass es einfach nicht aufgegangen ist. Mit dem Dings halt, mit der Box. Und halt, dass der Latifi gekommen ist noch. Und der hat sich auch gar nicht gefreut auf dem Podium. Der ist wirklich sozusagen am Boden zerstört gewesen, dass der jetzt halt nicht Erster geworden ist. Ich weiß nicht, wie gut ihm das Mindset tut, weil es ist wirklich, er hat noch kein einziges Rennwochenende, hat er sich darüber gefreut. Und du siehst auch, immer wenn er in der Interviews ist er extrem nachdenklich und studiert so ein bisschen nach. Ja, es ist einfach so ein bisschen eine trübe Stimmung bei ihm und ich weiß nicht, ob ihm das Mindset effektiv etwas bringt. Ja. Ich glaube es hat einfach, eben, er steht so, ja, und er steht einfach so unter Druck. Ich glaube, er hat wirklich immer das Gefühl,
das Wochenende muss ich gewinnen, das Wochenende muss ich jetzt wieder, da muss ich gewinnen, weil sonst, ja, also klar, ich meine, ich verstehe es natürlich auch, er hat keinen guten Start in die Saison rein. Und ich bin auch, weißt du, also im Vergleich zu letztes Jahr, der ist letztes Jahr in das Auto reingehockt, in ein komplett neues Auto rein und ist gerade auf der Pace vom Leclerc gewesen, wenn nicht sogar noch besser dazu, also teilweise sogar. Und jetzt ist er einfach, ja, wirklich immer hinter ihm und auch wirklich mit 2, 3, 4 Zettel manchmal hinterher noch. Und jetzt eben, das Wochenende hat er es jetzt eigentlich ein bisschen gehabt, muss man wirklich sagen, das stimmt schon. Aber eben, der muss unbedingt irgendeinen gewinnen jetzt in dieser Saison, dass er einfach wirklich mal so den Druck von der Schulter verliert, dass er auch mal sagen kann, hey, ich habe einen Grand Prix gewonnen. Und dann wird der so stark sein, 100%. Ah, 100%. Der ist auch einer, der einfach die Championship mitmixen kann. Also, ich meine, wenn der Mercedes stark wird, könnte es einen Sechskampf geben, theoretisch gesehen. Und jetzt schon könnte es ein Vierkampf sein, eigentlich, mit dem Perez und dem Sainz. Und ich meine, wir haben jetzt schon oft darüber geredet, ja, was fehlt im Sainz, was fehlt im Sainz. Mittlerweile bin ich mir sicher, im Feld der Erfahrung in einem Top-Team. Der Leclerc hat das Glück gehabt, mindestens noch, dass das, was ist das, 2019 ist er ja? 18 ist zu Ferrari gekommen, dort, wo sie den Motorskandal nachher hatten. Nein, 19 haben sie den Motorskandal gehabt. Ist das 19 gewesen? 18 war noch Alfa Romeo. Jetzt habe ich es wieder im Grind. Stimmt, ja. Er hat das halbe Jahr als Top-Team Erfahrung machen. Und das fehlt im Sainz. Weil das ist der einzige Unterschied, den ich zwischen dem Leclerc und dem Sainz noch sehe. Sie sind beide extrem talentiert. Sie haben beide viel Erfahrung, die sie schon mitbringen. Aber der Sainz war noch nie mehr ein Top-Team gewesen. Und ich glaube, wenn man auch einfach seine Einstellung anschaut, oder Win oder gar nicht, ich glaube, das ist das, was ihm zu schaffen macht. Und ja, ich weiß nicht, ob sein Vater ihm da vielleicht ein bisschen helfen kann. Wobei sein Vater ist halt einfach absolut ein Gewinnermensch. Oder die bringen beide die gleiche Attitüde. Am Ende des Tages, er braucht einfach den Win. Er braucht einfach den Win. Ja, jemandem, wo der Win noch ein bisschen aus den Händen rausgeslippt ist, nicht nur im Leclerc, auch im Verstappen. Ja, er war enttäuscht gewesen, aber was ich cool finde bei ihm ist, er ist immer extrem happy über das Teamresultat und vor allem auch über Checo. Er hat auch wieder etwa 100 Mal gesagt, well done to Checo und hat ihm gratuliert und so. Also finde ich wirklich nice. Ich finde sonst, sein Rennen ist jetzt nicht sehr eventvoll gewesen, bis auf ein Thema, das ich noch schnell anschneiden wollte. Dort hat auch der Nils mal oder gerade nach dem Rennen in Discord etwas hineingeschrieben oder gefragt, wieso dass dann der Verstappen und der Perez jetzt nicht ein Penalty bekommen haben bei der Pitlane-Exit, weil sie haben ja beide Pitlane-Exit überfahren. Und dort ist es so, beim Perez hat man nachher, wo man es nochmal genauer angeschaut hat, gesehen, okay, er ist nicht mal wirklich über die weiße Linie. Also bei ihm ist es nachher gar keine Diskussion gewesen. Ich glaube, so mit dem Hinterrad ganz kurz drüber, wegen dem lasse ich. Aber beim Verstappen, die Erklärung ist relativ simpel. Es hat sich in den Regeln etwas geändert vom letzten Jahr auf das Jahr. Und ja, zum Quotieren kannst du einfach gerade in Englisch vor mir, aber grob gesagt, jede Linie oder beziehungsweise eine Linie, die dazu dient, zum Pit-Exit von der Strecke zu trennen, darf nicht, das war letztes Jahr, darf nicht mit irgendeinem Teil überquert werden vom Auto. Und dieses Jahr hat sich das eben geändert und jetzt ist eben nicht mehr jedes Teil, sondern irgendein Reifen. Also keiner von den 4 Reifen darf die weisse Pitlane-Exit-Linie überqueren. Und dort hat eben Red Bull nachher Protest eingelegt und gesagt, hört mal. Ferrari hat Protest eingelegt. Ja, nein, Red Bull hat Protest eingelegt, dass Ferrari, beziehungsweise sie hätten, glaube ich, einen Penalty bekommen eigentlich, oder schier. Und dann haben sie eben gesagt, nein, hört. Eure Regel heisst, der Reifen darf die weiße Linie nicht überschreiten. Und wir verstehen darunter, der ganze Reifen darf nicht die Linie überschreiten. Und mit dem hat nachher FIA müssen sagen, mal, da haben wir eigentlich recht. Dann müssten wir schreiben, wieder wie letztes Jahr, kein einziges Teil. Aber sie haben geschrieben, der Reifen darf es nicht überqueren und dann ist es halt der ganze Reifen. Und somit haben sie eigentlich das Battle dann gewonnen und die Penalty nicht bekommen. Also das einfach noch so als Erklärung.
Ja, wie gut dass man das kann finden, ist jedem selber überlassen. Ich bin jetzt nicht so ein riesen Fan davon. Aber andererseits muss ich auch sagen, es gibt Sachen, wo man einfach auch zu pingelig kann sein in diesem Sport. Und gerade mit den Konditionen, die sie hatten, finde ich es jetzt auch nicht so tragisch, dass er dort ein bisschen über die Weisse drüber ist. Aber das ist einfach meine Meinung. Ja, und ich meine eben halt schlussendlich, wenn du überlegst, wenn jetzt er auch dort bestraft worden wäre, ich meine, er ist ja auch gerutscht. Er hat Slicks gehabt, die kein Profil drauf haben und ist im Nassen gerutscht. Der hätte schon müssen rein theoretisch auch den Norris dazu mal zu 2021 in Russland eben strafen, weil eben Pit Entry komplett darüber ausgeschlittert ist dort. Ja, und das wäre dann auch gröbere Penalty gewesen. Das ist ja eine raus und wieder rein. Also. Eben, genau. Er ist ja raus und dann nochmal reingefahren. Und das ist ja auch nichts passiert. Also von dem her, ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Und eben, die Regeln sind die Regeln. Und eben, dass man mit dem Rad nicht drüber fahren, also komplett drüber fahren. Und das ist ja auch nicht passiert. Er hat sie einfach angefahren und von dem her ist es konform. Fertig. So, bevor dass wir jetzt noch die Episode beenden, reden wir noch schnell kurz über den Rennstart, wo auch recht chaotisch noch ein bisschen war. Und angefangen hat es schon mal dort, dass der Rennstart ja um knappe 10 Minuten, 9 Minuten sind es, glaube ich, verschoben worden ist. Der Grund dafür war im Fall nicht der Regen gewesen. Oder mal der Grund, Mitbegründer war schon der Regen gewesen, aber es hat einen Stromausfall gegeben bei gewissen Systemen. Darum haben sie den Rennstart machen. Haben sie um 9 Minuten verschoben. Und dann nachher ist man hinter dem Safety Car losgefahren. Und man ist dann losgefahren. Wie viele Runden sind sie gefahren? 2, 3 Runden, glaube ich. Nein, 2 Runden sind sie gefahren und jetzt einen Red Flag gegeben. Und dann sind sie Pits und der hat das geschüttet dort. Ey. Holy shit, also was für ein Platzregen. Jetzt, meine Frage an dich. Hättest du das Gefühl gehabt, sie hätten in diesem Regen innen starten, wo sie so geschifft hat? Weil viele haben sich ja verdammt aufgeregt gehabt, ja, hey, also vor ein paar Jahren ist man im Regen dann schon gefahren und so, wenn sie so geschifft hatten und alles drum und dran. Und jetzt wartet man eigentlich nur darauf, dass es trocken ist. Aber ich sage es jetzt mal schnell so, in meiner Meinung nach ist es okay, dass man, das hat ja wirklich geschüttet dort. Und ich glaube, wenn es so stark geregnet hat, also die Full Wets hätten wahrscheinlich nicht mehr das Wasser richtig verdrängen. Ich denke, von dem her ist das schon eine schlaue Idee gewesen, eine gute Entscheidung gewesen, dass man dort eigentlich gesagt hat, okay, wir tun das Rennen unterbrechen, machen dann später weiter, wir behalten das Radar im Auge. Es ist halt einfach ein bisschen so, ja, Spa-Flashbacks gewesen. Man hat halt schon gedacht, so, ja, ich habe das schon irgendwo mal gesehen. Und Gott sei Dank ist dann gleich das Rennen gestartet mit einer Stunde Verspätung. Aber ja, ich weiß nicht, es hat so ein paar Phasen gegeben, wo ich dachte, also, okay, jetzt regnet es ja doch nicht mehr so stark, fahrt doch jetzt. Und nachher hat es wieder stärker geregnet und dort sind sie immer noch nicht gestartet, aber man hätte eigentlich dort zwischen schon können starten und es wäre, glaube ich, schon angegangen. Aber was ist deine Meinung dazu? Also zu deiner Frage beantworten, auf keinen Fall hat man sie in diesem Regen dürfen fahren, weil also es hat wirklich Kameraperspektiven gesehen, du hast gesehen, das ist ein Bach gsi, der wirklich am Abfließen war. Und das noch schon in der allerletzten Kurve. Und das ist ja nicht so eine riesige Neigung drin. Ja, das Wasser ist gestanden. Das ist wirklich gestanden. Also dort definitiv nein, hat man nicht dürfen starten. Aber also mein Hauptproblem mit dem Rennstart war 15-Minute Delay. 15-Minute Delay. 15-Minute Delay. Und immer, ja, es ist wegen dem Regen, ja, es ist wegen dem Regen. Aber wir haben in der Kamera alle ganz genau gesehen, hey, also der Regen ist jetzt schon lange nicht mehr so stark. Und mit 2, 3 Formation Laps ist dann nachher das Wasser einigermaßen anständig verdrängt. Und also was mich einfach stört, oder die Frage, die bei mir auftaucht, ist, hey, ist euch das wirklich so peinlich zu sagen, dass ihr ein Powerproblem hatten? Ich meine, weißt, das Rennen hätte schon längstens wieder laufen sollen. Aber es hätte nicht laufen wegen diesen Beleuchtungen, die nicht mehr funktioniert haben. Wegen dem haben wir ja auch die ganzen Rolling Starts gehabt, weil also Start-Zielgerade haben die 5 Lichter nicht mehr funktioniert, bis ans Ende des Grand Prix nicht. Glaube ich auch. Vielleicht ganz am Ende wieder, aber sie haben es ganz lange haben sie es nicht fertig gebracht. Aber dass die nicht die Eier dazu gehabt haben, um zu sagen, hey, es ist übrigens wegen einem elektrischen Problem und nicht einfach wegen dem Regen. Also der Regen hat es schon längstens wieder zugelassen. Und wegen dem haben die Leute auch so die Flashbacks zu Belgien überhaupt bekommen. Und ich finde, hätten sie es gesagt, jeder hat Verständnis gehabt und es ist okay. Aber einfach dort hocken und die ganze Zeit immer 15 Minuten Delay ohne
zu wissen, wieso genau, ist einfach so ein bisschen, komm, fahrt doch endlich, wir sehen doch alle, dass es funktioniert. Und der Rennstart war halt wirklich unglücklich gewesen. Also vielleicht für die, wo das mit der Rennstart nicht ganz verstehen oder mit der Racing Time, grundsätzlich hat man ab dem Rennstart, wie er sollte sein, ab dem Zeitpunkt, also sagen wir, es steht, was haben wir jetzt gehabt, am 2? Oder am Also am 3 war der Rennstart. 3 Rennstarts. Aber die Formation Lab zählt auch dazu im Fall. Haben sie nachher abgezogen. Halt. Es gibt 2 verschiedene Zeiten. Also man startet am 3. Und die maximale Zeit, die es insgesamt laufen kann, ein Rennen, einfach wegen der Übertragung und allem drum und dran, ist immer 3 Stunden. Und dann gibt es einfach noch die maximale Rennzeit von 2 Stunden. Gibt es nochmal separat. Zusätzlich zu den Runden, wie man sie hat. In Monaco, by the way, hat verkürzte Anzahl Runden. Man kommt nicht auf die, was sind es, 250? Wie viele Kilometer 200, fast 260 Kilometer sind es, 255 oder so etwas, ja. Genau, also Monaco ist einen Weg eigentlich schon kürzer. Und wir haben dann über eine Stunde gewartet, bis dann wieder gefahren worden ist. Und die Racetime, die Formation Labs, die zählt nicht zu der Racetime. Das ist eben das. Aber sie haben nur, und das ist das, was mich eben auch noch aufgeregt hat im Ganzen, sie haben nur ein Lab von diesen Formation Labs als Formation Lab zählen und dann haben sie einfach die erste als Race Lab zählen. Obwohl das eigentlich nicht stimmt. Und ja, also schlussendlich hat es den Start einfach nochmal ein bisschen verkürzt. Ist ja nicht ganz so tragisch, aber einfach, ich weiß auch nicht, was dort genau war, ob man sich unsicher war mit den Regeln oder irgendetwas, aber sie hatten ja genug Zeit gehabt, um nachzuschauen, wie sie jetzt da sollen damit arbeiten. Am Ende des Tages, ich hatte einfach Mühe mit der Kommunikation gehabt. Dass wir warten mussten, ist verständlich. Dass wir wegen den Elektroausfällen oder Stromausfällen nochmal länger warten mussten, ist auch verständlich. Aber wir hätten es besser kommunizieren in meinen Augen. Wieso, warum, weshalb? Ja, es ist halt Monaco. Ich meine auch, man regt sich auch jedes Jahr immer auf wegen der Kameraperspektiven und so, wegen der TV-Directions dort, weil das wird ja alles von Monaco, von diesen Fernseh-Television, whatever dort, von diesen Unterhalt wird ja das gemanagt. Das ist ja nicht F1 TV oder Formel 1 TV, wo das dann macht dort, sondern das ist wirklich eigentlich der lokale Fernseher. Ich weiß gar nicht, wie die Firma heisst, die das macht dort in Monaco. Aber es ist jedes Jahr immer das Gleiche und dieses Jahr war wieder halt einfach mehr wieder ein Chaos gewesen. Und ja, sie bringen es nie her. Am Ende des Tages ist Monaco nicht nur die Strecke ist speziell, sondern alles rundherum ist speziell und alle Leute sind speziell und auch die Technik ist speziell. Gut, also dann würde ich mal sagen, wäre es das mit dieser Episode vom Unsafe Release. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würde uns natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vergesst nicht, wenn ihr Fragen habt, schreibt das gerne bei uns im Discord-Server rein unter dem Textkanal Unsafe Release Podcast. Würde uns sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns wieder oder hören uns wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.